Gehen, Leute. Good morning aus Las Vegas. Wir haben jetzt 8:30 ungefähr. Sind von einer Stunde ungefähr wach geworden. Jetzt muss ich Frühstück machen, Lunchbox packen und Kinder anziehen, Haare machen und dann geht's ab zur Schule. Schule kann man das nicht so wirklich nennen, also die lernen zwar dort. Es ist auf jeden Fall in einer Schule, da gibt es einen Raum dann für Kinder. Es geht von Mittwochs bis Freitags. Lernen die so ein paar Kleinigkeiten, ABC und Zählen und Wochentage und also Dinge. Werden ein bisschen vorbereitet für die eigentliche Schule, was dann nächstes Jahr kommt. This one is Alina's, right? Yes, baby. Okay, let's go. Let's go, Mama. Frau ist zuletzt gefahren. No, you are going to be kidding me. Das erinnert mich total an meine Kindheit, Leute. Ich habe irgendwie so ein Elefantengedächtnis. Ich kann mich an alles erinnern von früher. Kindergartenzeit, da sind wir früher immer zu spät gekommen. Mein Vater war ja halt Businessmann und morgens immer voll im Stress und so weiter, vor der Arbeit dann immer im Kindergarten abgeliefert. Und da sind wir halt oft zu spät gekommen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass die Erzieherinnen dann irgendwann so die Schnauze voll hatten davon, dass wir immer zu spät aufgetaucht sind, dass sie dann irgendwann einfach nur noch die Türen zugemacht haben. Und als Kind war das dann irgendwann total traumatisierend für mich, weil an einem Tag, ja wie gesagt, dann standen wir da vor dieser Glastür und dann sagt die Lehrerin, nee, ihr seid 5 Minuten zu spät und so. Und mein Vater ist total ausgerastet und meinte, du unterrichtest doch keine Uni, das ist ein Kindergarten. Und dann gab es da halt ein bisschen Stress hin und her. Ja, die haben im Endeffekt die Tür aufgemacht, aber es war so das erste Mal, dass ich meinen Papa ausrasten gesehen habe. Wir waren zwar heute auch zu spät, aber hier ist das gar kein Problem. Die Kinder dürfen irgendwie die ersten 15 Minuten oder 20 Minuten dürfen die ja spielen. Und deswegen haben die halt ein bisschen 5 Minuten an Spielzeit verloren. Mir macht das Papa-Sein ja mega Spaß, Leute. Und auch zur Schule gehen und die Sachen beibringen und 24 Stunden mit den Kids zusammen und so weiter. Alles cool. Das Einzige, was mir irgendwie keinen Bock macht, ist dieses mit den Eltern, die Politik, die da haben, die Mütter vor allem. Packen alle die Lunchboxe da ein, eine gesunder als die andere mit Obst und Karotten und all so Dinge. Sitzt dann da aber so ein Riesenwal raus und isst dann die Karotten und sagt dann, dass sie den ganzen Tag gesund essen zu Hause. Also irgendwas stimmt da nicht, irgendwie blufft die uns. Aber ja, ansonsten einen schönen Tag gehabt bis jetzt. Jetzt wird immer ein bisschen gechillt. Die Sonne kommt so langsam raus. Im Moment richtig warm hier in Vegas. So habe ich vor ein paar Monaten dem Flix eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob er mal ein gutes Wort einlegen könnte beim Jay Nandis, oder dass ich sein Mastermind-Zeugs benutzen kann und so weiter. Der meinte, ja, ich frage ihn mal und so weiter und dann gab es irgendwie ein paar Wochen keine Antwort und dann meinte er, dass ich mich bei ihm melden soll. Also habe ich dem Jay Nandis dann eine Nachricht geschrieben und dann kam wieder irgendwie 1-2 Wochen nichts. Und dann dachte ich mir, hat er bestimmt vergessen oder so. Und dann kommt auf einmal voll die coole Nachricht. Ich hatte ihm halt irgendwie so geschrieben, hey Brudi, Flix meinte, ich wollte mich mal wieder melden und vielleicht kann man da irgendwie was Affiliate-mäßig machen. Und habe mir auch viel mehr dabei eigentlich nicht gedacht. Das ist ein sehr beschäftigter Mann, wie wir alle wissen. Und dann kam halt seine Nachricht zurück, von wegen Brudi. Brudi hat er nicht gesagt, er hat irgendwie irgendwas Zeitgenosse, scheint es ein cooler Zeitgenosse oder so zu sein. Hat auf jeden Fall geantwortet und meinte, dass er mir Coaching anbietet, dass er auch in Vegas wohnt irgendwie und dass er vorbeikommt und dass mir dann coachen wird. Ist halt so, als wenn Cristiano Ronaldo zu dir nach Hause kommt und dir Fußballspielen beibringen möchte oder so. Hat es leider nicht geschafft, nach Vegas zu kommen, der ist irgendwie in Cali, aber wir machen das Ganze jetzt online. Ja, dann nehme ich euch auf jeden Fall noch mit.
Was geht, Leute? Wir sind back in the office und hier Coinblock hat mir richtig coole Sachen zugeschickt. Kann man das sehen? Cappies und so. Da denken sich wahrscheinlich, keiner will die Plaid hier in dem Video sehen. Also schickt dem Mann mal eine Cappy. Ich habe 2 davon und ganz viele Patches. Da sind die Patches. Und noch T-Shirts bekommen. 2, aber leider Größe M. Das Logo ist ziemlich cool. Ich sehe aber aus wie Steve Urkel, wenn ich das anziehe. Also vielleicht kann man da ein Giveaway machen für die, die Größe M tragen. Also Leute, für den einen oder anderen, der den Jay Nandes nicht kennt, kurzes Intro. Also ihr wisst ja von mir, dass ich, wenn ich in den Casinos unterwegs bin, dann spiele ich meistens 2,5. Also ich rufe ja mal vorher an und dann sage ich No-Jean für 2,5. Das bedeutet halt, mein Small Blind sind $2 und der Big Blind sind $5. Und in den Games kauft man sich normalerweise für 500 oder $1.000 ein. Und also das bedeutet, das Geld, was man insgesamt vor sich hat, das sind so zwischen 500 und $1.000. Und der Mann, der uns heute coacht, der spielt Blinds 500 und $1.000. Also das Small Blind sind $500 und der Big Blind sind $1.000. Und gewinnt halt irgendwie mal in den ersten 5 Minuten vom Stream 20k Pot und sagt dann einfach ganz entspannt, oh, good start, I guess, irgendwie sowas. Off to a good start. And we scooped the first pot. Pretty sweet. That is definitely a good start. Also auf jeden Fall ein richtiger Oberbabbo und ich freue mich mega auf diese Coaching-Session und ich hoffe, ihr habt auch was davon. Also wir werden das Ganze für euch filmen. So, während wir auf den Jay Nandes warten hier, können wir schon mal Grind starten. Ich weiß nicht genau, wann er sich melden wird, aber ja, ich fange schon mal an zu spielen. Let's go. So Leute, kurze Pause. Jay Nandes hat sich schon gemeldet. Um 3:30 Uhr geht es los mit dem Coaching. Und ich wollte euch nochmal Graph-Updates geben. Und zwar habe ich jetzt die Mitgliedschaft auch bei Club GG auch und kann auch da meinen Graphen sharen. Jetzt aber die Results erstmal für heute. Also auf Club GG sind wir minus 55 und auf CoinPoker sind wir plus 112. Die Session geht auf jeden Fall nachher noch weiter und mal gucken, was passiert. So sieht mein Graph aus für März. Ja, aber jetzt gibt es Graph-Updates. Wie gesagt, DriveHard haben wir, Club GG haben wir und WSOP.com spiele ich nicht mehr so viel. Ab und zu abends, wenn auf den anderen Seiten nicht mehr so viel Action ist. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Jay Nandes. Der müsste jeden Moment auftauchen. Ich habe hier ein Video recorded und das werden wir gleich durchgehen. Also vor 2 Tagen meinte er, wir können vielleicht Mittwoch oder Donnerstag. Und wenn du irgendwie was aufzeichnen kannst. Also ich habe dann direkt am nächsten Morgen losgelegt und eine Stunde gefilmt. Und das werden wir gleich durchgehen. Gibt auf jeden Fall interessante Spots. Viel Action in der Session. War auch erst irgendwie 120 plus und dann irgendwie $30 minus. Und ja, wird auf jeden Fall einiges da zu reviewen geben. Ich habe im letzten Vlog erwähnt, dass ich irgendwie mittlerweile deine Stimme zumindest öfter höre als die von meiner Frau. Weil ich in jeder Freizeit. Die meisten Leute machen ist, die vergeuden extrem viel Zeit und bringen Volume rein und wissen diese Dinge gar nicht. Und das Problem daran ist nicht nur der Verlust des Geldes, sondern die Confidence. Und du denkst dir dann, shit, warum kann ich nicht gewinnen? Die Leute sind schlecht und die Leute kommen dann in meinen Stream und sagen, es ist alles rigged, alle Leute sind so schlecht, aber ich gewinne nicht. Und es ist halt, nee, es ist nicht rigged. So, nicht so, wie du denkst, es ist rigged. So Leute, wir haben jetzt fast 6 Uhr und unsere Coaching-Session ging fast 2 Stunden, ich glaube 1,5 Stunden, irgendwie sowas. Und ja, mega viele wissenswerte Informationen rausgehauen, der liebe Fernando. Wir haben jetzt in dieser Session, also außer diesem Vlog hier bekommt ihr noch 2 Videos. Einmal, wo wir podcastmäßig über ganz viele verschiedene Dinge gequatscht haben, wie zum Beispiel Rake und ganz viele Tipps für Leute, die sich von einer kleinen Roll irgendwie aufsteigen möchten, größere Roll aufbauen möchten. Mega viele Informationen rausgehauen, das wird dann Video Nummer 1 und dann Video Nummer 2 ist Hand Review, da hatte ich schon eine Session aufgenommen gehabt, das haben wir dann heute nicht mehr geschafft, weil meine Frau gleich zur Arbeit muss, wir haben fast 6 Uhr und ja. Er hatte noch länger Zeit, ich aber leider nicht mehr. Ich muss auf die Kinder aufpassen. Also machen wir Hand Review morgen und das wird dann Teil 2 und bekommt ihr alles auf YouTube hochgeladen.
gehen, Leute. Wir haben 6:30 Uhr, also halb 7. Ich habe mir gerade meinen Kaffee gemacht und jetzt geht auch schon mein Grind los. Wir starten heute mega früh. Ich versuche eine neue Struktur reinzukriegen. Und zwar war einer der Punkte, mit denen, die ich mit Jane Anders durchgegangen bin, dass also Dinge, die erfolgreiche Spiele von normalen Grindern so unterscheidet. Da war einmal Stats sind halt ganz wichtig, dass man so Crusher-Stats hat und dass man meine Stats so nah wie möglich an Crusher-Stats rankriegt. Und das zweitwichtige war Struktur reinkriegen. Und das ist halt bei mir das größte Problem, glaube ich. Die Stats werde ich irgendwann mal hinkriegen, aber mit der Struktur das ist halt mega schwer wegen den Kids und so. Ich wollte eigentlich meinen Grind auch viel, viel früher heute starten. Wollte um 5 eigentlich schon loslegen. Aber das hat einfach nicht geklappt, weil ich bin mehrere Male wach geworden danach. Die Kids haben mich geweckt und dann kommt meine Frau ja irgendwie knapp 4 Uhr nach Hause von der Arbeit und dann werde ich da auch nochmal wach und so. Also mein Schlaf ist nicht ganz 100% optimal, dass ich, wenn ich mich hinlege, dass ich dann auch 8 Stunden schlafen kann oder 7 Stunden oder so. Ich werde immer wieder zwischendurch geweckt. Ja, und ich weiß auch nie genau, wann ich meine 8 Stunden grinden kann oder so. Also wenn ich mich hinsetze, dann weiß ich nie genau, wie lange ich grinden kann. Das ist alles nicht optimal. Deswegen versuche ich jetzt so früh wie möglich zu starten und auf jeden Fall nochmal so 2-3 Stunden reinzukriegen, bevor alle wach werden. Somit habe ich dann schon mal 3 Stunden im Kasten und was danach noch passiert, das ist dann optional. Also ich versuche eigentlich ja mindestens 6 bis 8 Stunden täglich zu grinden. Das gibt mir halt morgens dann schon mal einen Vorsprung. Kaffee-Check, Grind kann losgehen. Jetzt erstmal wieder 200 Hände mit dem PLO-Trainer. Das mache ich immer so vor jeder Session. Erstmal versuchen 200 Hände. Ich suche mir irgendeinen Preflop-Spot jetzt aus und mache einfach 200 Hände und dann geht die Session auch schon los. Und nach der Session habe ich ein mega Special für euch, Leute. Dann geht's mit der Family irgendwo hin. Das zeige ich euch dann später. Nehme ich euch mit. $130 down und die Tische waren auch nicht so gut, muss ich sagen, heute Morgen. Auf Club GG lief gar nicht erst irgendwie, lief glaube ich nur ein PLO 50 Game. Also ich muss das mal ein bisschen austesten und gucken, ob es sich überhaupt lohnt, so früh aufzustehen, um die Session zu starten. Wenn die Games jeden Morgen so schlecht sind, dann eher nicht. Ja, aber ich werde das glaube ich einmal eine Woche sagen, so durchziehen, denn ich habe jetzt schon 2,5 Stunden durchgespielt. Und ja, das gibt mir halt einen Vorsprung für den Tag einfach. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und müssen uns fertig machen und so weiter. Und um 11 treffen wir uns mit meinem Schwager und dann geht es ab zum Mount Charleston. Und bevor ich jetzt das vergesse, CoinPoker hat $250 für euch bereitgelegt, was wir diesen Monat raushauen dürfen. Das einzige Problem ist, die dürfen aus irgendwelchen Gründen, das Geld darf nur an Leute rausgehen, die sich mit dem Code Dawson angemeldet haben. Und jetzt haben wir halt mehrere Möglichkeiten, das Geld irgendwie rauszuhauen. Entweder in mehreren Vlogs halt das Geld aufteilen und mehrere Giveaways machen. Oder was für mich am meisten Sinn macht, ist glaube ich ein Free Roll. Wenn wir einmal im Monat vielleicht einen Free Roll raushauen für $250. Dadurch, dass es noch nicht so viele Sign-ups gibt mit dem Code Dawson, ist es ein kleines Feld, also lohnt es sich auf jeden Fall da mitzumachen. Und vielleicht kann man so machen, dass Top 3 irgendwie Geld bekommen. Und ja, aber wenn ihr irgendwelche andere Vorschläge habt, dann gerne in den Kommentaren posten. Schaue ich mir sehr gerne an. Bis jetzt macht Free Roll am meisten Sinn für mich. Aber ja, bin da offen für Vorschläge. Also falls ihr noch keinen Account erstellt habt mit dem Code Dawson, Leute, Account erstellen. Da gibt es jetzt regelmäßig irgendwelche Giveaways und Free Rolls und ja, ich versuche, wie gesagt, immer so viel wie möglich für euch da rauszuholen. Außerdem habe ich noch DTO Giveaways und Poker Tracker haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Da haben wir auch noch, ich glaube, 2-3 Giveaways.
Leute, wieder zurück zu Hause. Grind geht gleich direkt los. Wir werden erstmal noch was essen, ein bisschen chillen und dann wird noch eine Session gespielt. Aber ich wollte mich jetzt nochmal bedanken bei allen, die zugeschaut haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Nicht die Episoden mit Jay Nandes verpassen. Da kommen wie gesagt 2 coole Folgen noch jetzt nach diesem Video. Also könnt ihr auch mal in den Kommentaren wissen lassen, ob euch das Format gefällt, weil es komplett was anderes. Ihr kennt ja eigentlich nur Vlogs von mir. Und dieses Mal haben wir ein bisschen was Podcast-mäßiges und dann nochmal ganz viel Strategie in dem nächsten Video. Also ja, hoffe ihr habt viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.